Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Ja, in der letzten Episode haben wir das Gebiet Prähistoria beendet. Und jetzt sind wir hier gelandet. In Krozkrübel, so wie es aussieht. Und die Leute hier sind auch ziemlich krozig, muss man dazu sagen. Und unser Hund ist fort. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal hier ein bisschen umgucken. Und schauen, was wir hier so finden. Zum Beispiel so ein netter Herr hier. Ich habe verschiedene Dinge im Angebot. Die haben ein riesiges Sonderangebot. Wie kann ich dir dann helfen? Ich tät mal ganz gerne mal Geld wechseln, Kerl, weil ich glaube, ihr kauft hier was anderes. Ein Juwel für 2 Kraller. Genau, ihr bezahlt nämlich mit Juwele. Ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig, Kerl. Gott vom Konsum sei mit dir. Ja, und mit deinem Geister. Was gibt's dann hier? Nektar gibt's hier. Sehr schön. Ja, für mich macht das Sonderangebot. Was gibt's dann schönes? Nektar gibt's, Hundekiechle und Elixier. Brauchen wir alles nicht. Igitt. Aber dafür hat er wenigstens mal Geld gewechselt. Wie viel Kralle habe ich dann jetzt noch? Ich meine, dass ich sie brauche, tät. Aber ihr Senior, ich habe jetzt mal ganze Kralle ausgetauscht gegen Juwele. Da habe ich jetzt nur 3056. Und unten drunter ist noch eine Währung und dort drunter auch noch. Das heißt, wir sind jetzt gerade so in der Hälfte angelangt, ganz frisch. Ja, schade Belohnung auf die Schätze ausgesetzt. Ich suche achte noch. Und es gibt noch 2 Gebiete vor uns. Nachdem wir das Gebiet abgeschlossen haben, dann haben wir wirklich die Hälfte gepackt vom Spiel. Seit dem Arsch die coole Fluter. Wenn sich viel Leid hierher verirrt. Hier bei der Kiste. Lehm und Nektar haben wir noch gefunden. Bei der Kiste, was ist dann da? Was bist denn du für einer? Sei gegrüßt, Jüngling. Was kann ich für dich tun? Mein Besitz, winziges Amulett vom Charon. Von nur 10.000 Juwele gehört's dir. Machen wir einen Handel? Nee. Erlaub, gut. Den Schampel kannst du behalten. 10.000 Juwele, ich glaub's hackt. Rotz hier, Wucher. Scheißdreck. Und der hier? Es gibt an gewichtliche Ufer Schätze zu finden. Ich werde ähnliche Zeit erfindet. Ja, da scheint dir wirklich die Post abzugehen hier am westlichen Teil. Da ist noch so ein älterer Herr in Toga. Wasser gibt's hier, Hängematt gibt's hier und hallo, willkommen in deinem Hotel. Ruh dich doch aus. Kostet ich nur 20 Stähe, Anna? Ja, nee, danke. Aber der Spielstandspeicher, den magst du wenigstens. Ja, damit kann ich leben. Ja, wunderbar. Tschüssel. Laub, mach's gut. Seltsamerweise haben ältere Leute wirklich die Angewohnheit, Schüssel zu sagen, habe ich so gemerkt. Das finde ich irgendwie etwas beunruhigend. Was macht denn der Kerl mit dem Lorbeerkranz hier? Du bist nein, Krotzkrübel, oder? Die Leute hier sind ganz nett. Auf der anderen Seite vom Fluss sieht das schon wieder anders aus. Aber wenn du das sagst, du freundlicher Lorbeermann und du, auf der anderen Seite von der Wüste befindet sich eine Stadt. Ja, vielleicht gelingt es dir ja Charon, der Geisterpirat, um eine Überfahrt zu bitten. Ja, aber 10.000 Juwele habe ich gerade nicht so über. Das wird wohl eher nix. Rübegesicht. Sicher suchst du nach Rüstungsdele, du bist hier richtig. Wie kann ich dir helfen? Och ja, gucken wir mal. Schlangearmband, ein Niederhalsband hätten wir hier noch für unser Hündchen und eine Bronzerüstung. Und dann noch ein Bronzehelm. Ja, geil. Wir holen noch mal das ganze Sortiment, würde ich sagen. Und dann kleiden wir uns erstmal ordentlich ein. Ja, das ist doch schon nicht schlecht. Von 7 auf 12. Ne? Ganze 5 mehr. Du guckst. Und du von 3 auf 11. Aber hallo. Also 8 mehr, das ist ein Wort. Und 2, 8 wieder mehr. Perfekt. Jetzt sind wir eingerüscht. Ausgerüscht. Ja, du guck dich doch mal an, du Hambacher Grieve-Gesicht. So, jetzt verkaufen wir eine rechtliche Schampel. Das können wir verticken. Das können wir verticken. Den Quatsch, den können wir auch wegschmeißen. Hippie mit, Pforte mit, Panzerhelm weg. Bleiarmband braucht kein Mensch. Und das Lederarmband, das verkaufen wir, wenn der Hund wieder da ist. So, wunderbar. Und Wasser finden wir hier auch noch. Also scheint die Leute wohl nicht wirklich zu stören, dass ich hier Vorräte noch plünder. Naja, ich beschwere mich mal nicht. Gut, dann hätten wir soweit alles, was wir brauchen. Neue Waffe finden wir eh erst im Laufe des Spiels. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier rum. Weil der hat irgendwas von einer Stadt verzählt. Und am westlichen Ufer gehen die gerade so ab wie nach Baslumbi. Das heißt, da ist wohl gerade auch nicht so gut. Ist er jetzt zornig, weil ich sein dappisches Charons Band nicht gekauft habe, dass der jetzt auf mich eindreschen will, der Kerl?
Huch, oh, der ist auch nicht so freundlich hier, der Barbar. Mistkerl. Und ich kann den nämlich so lang ausweichen. Zum Glück geht er von sich aus fort. Ach du liebe Zeit, der hält aber was aus. Mann, oh Meter. Boah, der schluckt aber, ach, oh Mann, und dehlt auch aus wie noch was. Aber der schluckt, ach, wie ein Haferhure. Mann, oh Meter. So, jetzt weg damit. Erstmal wieder Heiler. Mann, oh Meter. Ein bisschen umgucken, vielleicht finden wir auch ohne meinen Hund was. Sieht nicht so gut aus. Also ohne meinen Hund bin ich ein bisschen aufgeschmissen, was die Zutaten besorgen angeht. Also am Wasser scheint es wohl nichts zu geben. Und hier, so an der Felsen. Ah doch, Knochendele habe ich gefunden, na Allah. Ja, die Dinger haben wir schon in Prähistoria gefunden. Und haben gemerkt, eigentlich kann ich doch nichts machen. Aber es wird definitiv noch im Laufe von Secret of Evermore wichtig sein, dass es so Stelle hier gibt. Das kann ich euch versprechen. So, jetzt gucken wir dich doch mal an. Was bist denn du für einer? Pirat bist du, erlaubt. Okay, das bringt nicht so viel. Und komm her. Komm her, Pirat. So. Gucken wir nochmal. Ja gut, solange der nur die Luft schlägt mit seinem Anker, ist alles cool, würde ich sagen. Oh, scheiße. Aber ich sollte dem definitiv nicht zu nahe kommen. 33 bis 49 Schade ist definitiv nicht so knorke. So viel halte ich nicht aus. Auf Dauer. Und... Autsch. Ja, vor allem nicht mit meiner Ausweichtalente. Ja, das ist nicht so gut. Komm schon. Da müssen wir leider Krafthauch ohne Ende jetzt verpulvern. Manometer. Oh, das habe ich jetzt gebraucht. Das war genau das Richtige. Was bist du eigentlich, du für einer? Morbius. Alles klar. Mistkerl. Gucken wir, ob wir dich noch so knacken können. Tatsächlich. Der platzt. Ach, wie sich das gehört für so einen Morbius. Oh Gott, nee. Die waren ja einzeln schon brutal genug, aber jetzt alle auf einem Haufen. Okay, den habe ich so zum Platze gebraucht. Das ist schon nicht schlecht. Manometer. Jetzt aber nichts wie fort. Die sehen aber auch echt grobschlächtig und ekelhaft aus, die Typen. Scheiße. Nicht getroffen, nur dafür noch den Anker auf die Rieb kriegt. Boah, das gibt neue Kopfweh. Das weiß ich genau. Du Scheiß-Typ. Boah, Mann. Ja, doch auf mit deinem Speckbauch. Speckbauch-Pirat. Kotz, Alter. Was hat's dann hier noch? Hey, ich will nur noch Zutaten, sorry. Ich bin einfacher Kräuterhändler, Mann. Und was hat's hier? Ach, dich kenne ich doch. Servus, toll, dass die Großflut überstanden hast. Ja, ich hab dein Boot benutzt, um aus dem Fluss vor der Katastrophe zu fliehen. Aha, das war ja sehr clever. Ich habe das Sumpfroseblatt als Boot benutzt. Hast dich hier schon umgeguckt? Die Welt ist ganz anders als die prähistorisch, oder? Dort hinten noch so Schäd, der hat noch hinten steht die Trophäe vom Sumpfmonster drauf, wo das er selber nicht erlegt hat, obwohl ich das FIFA ihn fertig gemacht habe. Und er der Kopf von einem Sumpfmonster hinten an der Wand hängen. Auch nicht schlecht. Ich bin ein bisschen rumgewandert, aber ich freue mich, wo Leverwurst ist. Ob er schon wieder seine Gestalt verändert hat und wenn ja, wie? Ich schätze mal, die Filmsequenz wird es uns zeigen. Ja, ich mag denn in der antike Welt leider nicht so gern. Das ist Windhunde, bin ich sowieso überhaupt kein Fan von. Nee, ich mag Windhunde nicht besonders. Hallo, ich bin Prezilius, der Hausmeister, ich schmeiß die Lade hier. Und ich babbel mit Hunde und ich bin gar nicht wahnsinnig. Erlaub, will ich da mal so klar war? Ach, wenn es mir verdammt schwer fällt. Was mit dir, du? Jeden Schritt weiter, ich hoffe, du bist sauber. Ich hasse Schmutz. Ja, so sieht aus. Und hier, hast du irgendwas Besonderes? Ne, da können wir auch nicht Tiefwaschler. Nö. Aber Moment, wir können uns doch umziehen, oder? Jawoll. 42, leck mich doch am Käppel. Boah, von 5 auf 42, also das ist schon mal ein gewaltiger Sprung, würde ich sagen. Und jetzt gehen wir doch erstmal hier in den riese Palast rein. So ganz kackend dreist, wie wir sind. Schön gerufen, Meister.
Ja, Claudonius. Bin kurz davor, der nächste Schritt zum Erlangen von ewiger Macht zu tun. Als mein Berater sollst meine Bemühungen unterstützen. Hol mal die Diamanteaare von der Hundestatue. Aber, Meister, das Volk wird die Aktionen nicht gut heißen, solange der heilige Hund nicht erscheint. Vergiss der heilige Hund Claudonius, er ist nur ein Mythos. Sei nicht so naiv und glaubt, dass der Köter an einem Tag Reformiererei spaziert in den Palast. Ja, ne, wenn man gerade Fourette und so. Meister, wir haben einen Gast. Lecker, heiliger Hund. Um was geht's hier? Und jetzt, sagt mein Freund, es ist Zeit für mich, mal Experimente fortzusetzen. Und du sollst noch deinem Hund gucken. Nördlich von der großen Wüste soll eine Stadt mit dem Namen Alle-Lache-Mark geben. Ja, vielleicht findest du deinen Hund dort. Du kannst mit bei Brücktor benutzen, um zur Wüste zu kommen. Aber bevor du losziehst, nimm mal die Formel, die ist Höllefaust. Dazu brauchst du nur ein bisschen Kalkstein und Wachs. Alle hopp, Kalkstein haben wir zwar nicht, aber nehme ich mal ganz gern an. Magst du ein bisschen Zutaten kaufen? Ach jo. Da gibt's doch bestimmt neue Sachen. Ich sehe doch hier Knorredede, sehe ich, ganz frisch. Und Kalkstein und Pfeffer. Pfeffer ist aber scheiß teuer. Ein bisschen Öl. Ja, 5 Pfeffer reichen. Da haben wir mal ein bisschen Kalkstein. Wir decken uns dann noch mit ein paar Knorredele ein. Dann ist gut. Dankeschön, freundlicher Sumpfbewohner. Und dann, ja, müssen wir jetzt durch die große Wüste gehen. Die Dinger, ihr seht es vielleicht, jetzt bin ich wieder auf 129, die füllen wieder die Lebensenergie voll auf. Ui, was bist denn du für einer? Ey, Froschbeul, soll ich dich mitnehmen? Das wäre ja nett. Die Fahrt durch die Wüste kostet dich ein Amulett. Hast du's? Ah jo. Ich glaub, wir haben uns missverstanden, Hamsterback. Du brauchst Amulett vom Charon, um mit mir reisen zu können. Dann ist das wohl leider so. Ja, schade. Ja, doch uff. Lass uns das doch mal wie vernünftige Leitregler. Ach du liebe Zeit. Aber ich glaube, ich muss so lang, weil es so noch etwas für uns gibt. Ich bin mir nur noch nicht so sicher, wo ich so lang muss. Aber ich glaube auf jeden Fall hier in dem rechten Gebiet müsste das relativ am Anfang noch sein. Oder ja, Anfang bis mittig. Geh fort. Dappisches Ding. Jag andere Wanderer. Ey, Scheißvieh. Was ist denn das überhaupt hier für ein Sandkrabbler und Gestrüpp? Dappisches Gestrüpp. Dich mache ich fertig. Mistding. Und jetzt weht's wieder weg. Blödes Teil. Sandkrabbler. Nimm das. Okay, das hat es wohl nicht so besonders beeindruckt. Manometer. Ja, da kann ich mal wieder einen Wolf kämpfen hier in der Wüste. Autsch, jetzt hat mich das Scheiß wieder noch vergift. Warte mal. Ja. Erstmal ein bisschen Heilaura rein. Petze. Ja, Nektar habe ich jetzt plötzlich auch genug. Lecker. Und dann heile ich mich erst einmal. Boah, das wird jetzt aber auch Zeit. Hui. Und immer weiter geradeaus rennen. Hör nicht auf und denke nicht an morgen. Hör nicht auf. Uah. Und alles weiter rennen. Nicht irritiere Losser, dass komisches Gestrüpp hier jagt. Uppala. Ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war. Auf jeden Fall war es eine rechte, mittige bis anfängliche Karte, solange mich so, wenn mich nicht alles täuscht. Autsch! Also die sind hier tierisch aggressiv, die Viecher, merke ich. Und so viel Heilaura immer Anime. Manometer. So, als weiter, als weiter. Die Gegner kümmern mich das mal überhaupt nicht. Oh Mann. Es sind auch zu viele eigentlich, dann wenn die sich so sammeln, werden das nicht gerade wendiger. Boah Mann, ich könnte jetzt einmal wieder so OEs hier gebrauchen. Wo war denn das nochmal? Es war auf jeden Fall hier irgendwo in der Nähe. Ich weiß nicht mehr wo genau. Ich kann es echt nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall ist die Formel eigentlich jetzt auch nicht allzu toll. Also es ist jetzt nichts, was man dringendst vermissen wird. Bienenschwarm heißt das Ganze. Das ist jetzt nicht wirklich so besonders toll, das Teil.
Igitt. Als weiter. Nett. Nette Fuhr ablenken lassen, was hier rumschwirrt. Und der Weg ist sowieso sackenlang, bis noch alle lachen mal. Und, wenn wir dort sind, haben wir aber wenigstens wieder einen schönen Stopp. Und die Stadt ist es auch auf jeden Fall wert, würde ich sagen. Ansonsten erledige ich das auf meiner Rückfahrt. Weil, da kann ich dann auch nochmal durch die Wüste stapfen. Da muss ich dann sowieso nochmal durch. Da kann ich genauso gut auch da nochmal gucken. Ich glaube, beim letzten Mal, als ich es so als Probe gespielt habe, war es absoluter Zufall, dass ich das gefunden habe. So, noch einmal. Na, la hopp. Das gibt wieder Kraft, das gibt wieder Tinte auf den Füller, der Kraft taucht. Da ist auch ein bisschen Wurstwasser mit drin, deswegen. Wurstwasser, also nicht einfach nur normales Wasser und irgendeine Wurzel, sondern du verbrauchst Wurstwasser und Ginsengwurzel. Das gibt so richtig Tinte auf den Füller. Wie ist jeder Pelzer Chines. Altes Hausrezept. So, Mann. Es ist aber auch scheißen trostlos hier. Man könnte wirklich, Männer, man verläuft sich. Okay, jetzt geht's hier nämlich weiter. Und gerade in dem Moment, wo ich es noch sage, ne? Da ist ja die Stadt. Da ist die Stadt schon. Das ist schon mal gut. Dann geht's da nämlich jetzt 3 hier noch alle lachen mal. Oh Mann. Also Leute, die da belagern wollen, haben definitiv auch ihren Spaß. Ui, was ist denn hier los? Tritt ein, Fremder, und hol dich unserem Herrscher. Na, da. Ahoi, hier sieht man viele Leute, die Hose tragen. Du scheinst ein bisschen seltsam zu sein. Was ist mit dir da? Die Ente, es entnaht. Seid gewarnt. Es enden hat. Okay. Der Typ hier, der Mais, er hat ziemlich viel Unsinn. Ich glaube kein Wort. Besser so. Was ist hier? Die Hinkler sind nicht zu verkaufen. Ich lieb sie. Aller Hopf. Jedem seins. Was dir fehlt, mein Freund, ist ein Keramiktopf. Aber klassisches Design, ist wurfsicher und auch als Nachttopf verwendbar für eine 2 Reissäcke kehrt dir. Was meinst du? Nee, lass mal. Danke. Und jetzt geh weg hier. Alle lachen mal ist halt wirklich auf Tauschhandel aus. Das heißt, man muss mit was anfangen, muss es weiter tauschen und dann zu Güter kommen. Da kommt man schon zu Sachen, die echt nicht schlecht sind. Der köstliche Reis hier kostet nur 3 Juwelen pro Sack. Willst du ein bisschen Reis kaufen? Jo. Ich nehme gleich mal 20. Denn ich habe den Spaß. Dann erhöhen wir auf 40. Wir machen 60 draus. Da haben wir gut die Basis. Ich handle mit Gewürzer. Ich gebe da Gewürzfass für 4 Reissäcke oder 4 Keramiktepp. Haben wir den Tausch? Ich hasse Gewürze. Na, das nächste Mal wird aber getauscht. Lass mich dir etwas zeigen, was da gefallen wird. So wunderbare Silberlöffel aus Silberstadt. Vor 2 Gewürzfässer kehrt er dir. Was denkst du? Ja, komm, lass mal. Danke. Und jetzt weg hier. Also 2 Gewürzfässer, okay. Dann machen wir mal den Tausch. Ich mag gegen Reis tauschen und mag erstmal 10 nehmen. Das ist in Ordnung. Und dann können wir hier den Silberlöffel erstehen. Ach ja, komm. Hier ist der Löffel. Viel Spaß damit. Alle Hopf. Jetzt haben wir Gewürze und Reis. Mag stinkende Fisch, die sind ekelhaft, aber heilen dich. Nee, mir ist schon schlecht. Das nächste Mal wird aber getauscht. Ich habe Importreis für nur 6 Juwelen pro Sack. Interessiert? Ich hasse Reis. Na, das nächste Mal wird aber getauscht. Vor allem, wenn man den auch günstiger haben kann, muss es nicht beim Bucherer holen. My Armor Ultra verleiht nach Ausrüstung, strahlende Sauberkeit und reine Stärke. Ich tausche gegen Schleifstab. Armor Ultra? Na, das nächste Mal wird aber getauscht. Ich handle mit Rüstungen. Was du brauchst, ist ein Granitpanzer. Wenn du ein Juwelen-Skarabeus hast, dann können wir tauschen. Was Menschen? Ich bin Pazifist. Dankeschön. Und jetzt weg hier. Hey, ich hab's Amulett Charon. Das war genau das Richtige für dich. Du schreckst doch damit nicht nur Gegner ab. Du kannst doch damit auch weiter Mädels sagen. Und alles, was ich dort für nur mag, sind 30 Reissäck. Ja, was Menschen? Nee. Danke. Jetzt weg hier. Du siehst aus, als ob du kein Geld hättest, aber falls doch, kauf die Schakalfigur. Das Teil kriegst du 5 Gewürzfässer ohne Hinkel. Oder wie sieht's aus? Nee, lass mal. Das nächste Mal tauschen wir. Genau. Danke, Ziege. Was haben wir hier noch? Das war der Hinkelliebhaber.
So günstig wie hier kriegst du reich nirgends. Er ist schon ein bisschen verschimmelt, aber kostet nur 9 Juwelen pro Sack. Igitt. Danke, jetzt weg hier. Du siehst aus, als ob du etwas brauchst. Komm mal näher, mein Freund, für nur 12 Juwelen pro Stück. Ich stehe endlich von deiner einzigartige Perle hier. Wie sieht's aus? Nix für mich. Das nächste Mal wird aber getauscht. Och ja, was haben wir dann hier? Hier kannst du fernste Düfte einkaufen für nur 3 Gewürzfässer. Das stinkt. Puh, Touristenpark. Gewürz ist immer Spezialität. Für nur 2 Perlen oder 3 Keramiktöpfe kriegst du ein Gewürzfass. Interessiert? Nee. Das nächste Mal tauschen wir vielleicht. Was ist mit dir, du? Noch 11 Minuten bis zur Kundgebung. Gleich machen hier alle Läden zu. Hey, mit Perle wärst Spaß, aber die Dinger kosten nicht nur einen Reissack und 3 Juwelen pro Stück. Mit welcher? Vielleicht übermorgen. Das nächste Mal tauschen wir aber. Wer nicht kauft, dann sollen die Rasse... Wer nichts kauft, dann sollen die Ratte fressen. Nett. Der Gegenstand hier ist aus dem fernen Land. Das ist die Jaderei vom König Haizong. Er bringt Glück in Schlachter. Für nur 3 Hinkler und 3 Perle kehrt er dir. Behalten. Danke. Jetzt weg hier. Das Rubinherz, wer die Kräfte von deinen Gegnern schwäche. Ich will jetzt für den Moxerstab oder Seitern, Skarabeus und Kalkstädtafel geben. Wie sieht's aus? Wucher. Das nächste Mal weggetauscht. Und wer nichts kauft, dann sollen die Ratte fressen. Rüstung habe ich so nicht, aber Tode für einen Blecheimer. Er kostet nur lächerliche 10 Gewürzfässer. Behalt den Schrott. Und hier? Haben wir hier einen hier haben wir auch noch welche. Mit dem Moxerstab kannst du deine Wunde viel effektiver heilen. Weil nur 2 Hinkler in Juwelen, Skarabeus und 12 Gewürzfässer gehört er dir. Nee, komm. Der Sonnenstäbe wird ein Kämpfer enorme Kräfte verleihen. Fahren nur Kalkstädtafel und 5 Reissäcke kehrt er dir. Weg mit dem Müll. Wir gucken erstmal, wer hier was hat. Aber ich denke, wir sind eh schon an der Episode Ende eigentlich schon gekommen. Hallo, ich bin die Pfandleiherin. Für 5 Juwelen nenne ich jede Wert von deiner Sache. Machst dich mal deine Sache anguck, Finger weg. Der Schleifstab verleiht einem Schwert Kraft. Ich überlasse davon das Sonnenstäbe oder die Schakalfigur plus 10 Gewürzfässer. Komm ins Geschäft. Nee, komm. Ja, dann sollen die Ratte fressen, bla bla. Die Bronzeklaue erhöht die Abwehrkraft von deiner Waffe. Fahr nur einen Löffel und 2 seitlicher Kerze dir. Erstmal nett. Löffelhämmer aber schon. Okay. Also ihr seht schon, es gibt hier auch ein paar Sachen, die wirklich was nützen. Da ist noch eine bei Hühner. Hallo, wie wär's mit ein paar Hinkler? Vergewärzfass und 2 Reissäckler pro Huhn Kerter. Ens. Ach ja, komm. Machen wir Dreier. Machen wir Dreier draus. Gucken wir mal, wie viel wir noch kriegen. Ja, komm. 6 Hinkler haben wir jetzt erst einmal. Kriegen wir vielleicht noch? Nee, ich habe nicht genug. Kriegen wir vielleicht noch 2 Hinkler raus? Ja, 2 Hinkler kriegen wir noch. Sehr schön. Und hier, was ist mit dir da? Okay, hier kann ich Juwele gegen andere Währungen tauschen. Touristenpark, ich hab nichts anderes mehr, du Kuh. Du willst Perle von nur 10 Juwelen pro Stück hören sie dir. Großartig, oder? Natürlich, das machen wir das so. Weil so können wir die Dinger kaufen, ohne dass wir nochmal andere Sachen dafür ausgeben müssen. So, jetzt machen wir noch einmal. So. Sonst haben wir wirklich kaum noch Kohle. Tritt näher, hier geht's Cider. Jede Seite durch ist handgefertigt. Und pro Tuch verlange ich nur 3 Perle. Ja, komm. Machen wir mal 3 Dicher. Machen wir insgesamt 5er. Dann sind wir durch schon bei einer Summe, die ich sage. Und jetzt suche ich einfach nur noch um... ja, da ist das Hotel schon. Und gerade Zwerg, willkommen in der Absteig. Wird hier bleiben, mit 30 Juwelen bist du dabei. Ja, la hopp, komm. Gehen wir auf so ein Fresssofa drauf, auf so römisches. Wenigstens glotzt der mich nicht im Schlaf an wie der Typ aus Prähistoria. Das ist schon etwas gruselig. Ich hoffe, du hast dein Bett sauber in der Losse. Ich hab ne Nike-Schisse, Kerl. Magst du Spiel schon speichern? Ja, gute Idee, komm. Wunderbar, alle lachen mal. Wiedersehen. Und dasselbe sage ich euch jetzt auch, liebe Leute. Wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig, wo wir dann auch mal über den Markt gehen werden und kräftig weiter tauschen werden. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.